On Fire ist das Thema, das wir in der Unti-Reise miteinander angeschaut haben. Das ist das Thema, wo nachher die Jugendlichen gewählt haben und gesagt haben, hey, das ist es, was wir gerne möchten machen zu unserem Thema, unserem Unti-Abschlussgottesdienst. Es wird heute um den Heiligen Geist gehen. Bevor wir jetzt einsteigen in die Predigt, habe ich gesagt, wir sind auf einer Unti-Reise und Zimea hat noch ein kurzes Video zusammengeschnitten, wo euch einen kurzen Einblick gibt, wo euch zeigt, hey, was haben wir eigentlich so gemacht, was ist so eine Unti-Reise und was haben wir nicht alles erlebt. Also gemäss dem Video haben wir auf der Unti-Reise vor allem gegessen. Genau. Wir haben natürlich noch mehr gemacht als nur gegessen, sondern wir haben eben auch am Abend unsere Inputs gehabt, unsere Teile, wo wir miteinander das Thema angeschaut und vertieft haben. Und auf dieser Unti-Reise ist es um den Heiligen Geist gegangen. Wir haben 2x2 Stunden zu dem Thema gehabt. Zuerst, wer ist der Heilige Geist, um was geht es? Und nachher am zweiten Abend, was macht der Heilige Geist? Und wir haben gefunden, oder die Unti-Schüler haben gefunden, das soll das Thema sein vom Unti-Abschluss-Gottesdienst. Also ich tue jetzt 4 Stunden lang euch erklären, wie das genau funktioniert, wie auf der Unti-Reise natürlich nicht. Halbe Stunde. Ich gebe mein Bestes, um mich an die Zeit zu halten. Und das Thema heisst On Fire. Ich bin selber schon mal on fire gewesen. Also ich hoffe, ich bin immer noch on fire. So ganz allgemein on fire sein ist ja ein geistlicher Ausdruck, wenn man sagt, dass man brennt für etwas, dann ist man eben on fire. Aber ich bin schon mal so richtig on fire gewesen. Und zwar war es im Jahr 2013, wo ich noch in Australien gewohnt habe. Und entgegengesetzt der allgemeinen Meinung ist es in Australien durchaus auch mega, mega kalt. Also der Winter in Sydney, in der Region, wo wir gelebt haben, gewohnt haben, ist es in der Nacht gut und gern auch mal 0 Grad geworden. Das ist ja nicht so ein mega Problem. In der Schweiz kennt man das. Aber in der Schweiz weiss man auch, wie man Häuser baut. Oder? Das sind dann gut isolierte Häuser. In Australien sind das mehr so Kartonboxen, ein bisschen glorifizierte Kartonboxen. Keine Isolation. Und dementsprechend, wenn man heizt, ist die Hitze auch gerade so wieder verschwunden. Und es ist gerade wieder sehr, sehr kalt. Und der Heizer ist ein Elektroofen. Und Elektrizität ist sehr teuer in Sydney. Das bedeutet dann für Studenten, man heizt nicht. Und das hat dann zur Folge gehabt, dass wir so im Winter amigs 11 Grad so in unserem Schlafzimmer hatten am Morgen. Und das ist doch sehr unangenehm. Ich sage euch, ich habe selten so fest gefroren wie in Australien im Winter. Es hätte jetzt natürlich ein Mittel gegeben, wie man das hätte können, entgegenwirken konnte. Und zwar hat man am Abend eine Bettflasche sich parat gemacht. Dann tut man mit dem Wasserkocher Bettflasche, das heiße Wasser machen, Bettflasche und dann ins Bett rein. Und dann ist das eben dann so richtig schön warm. Wenigstens das Bett ist warm, wenn man am Abend ins Bett geht. Und so bin ich dann ins Bett gegangen am Abend und ich weiss nicht, wie das hätte passieren können. Aber ich muss mich irgendwie in der Nacht gedreht haben, umgewälzt haben. Auf jeden Fall bin ich dann irgendwie auf die Bettflasche zu liegen gekommen. Und aus Gründen, die ich nicht verstehe, bin ich nicht aufgewacht. Bis dann mitten in der Nacht, irgendwann bin ich mit einem Schock wach geworden und habe gemerkt, mein Bein ist on fire. Es ist tatsächlich, habe ich das so über mehrere Stunden lang slow geguckt, mein Bein. Also das Fleisch da auf der Seite, das siehst du heute noch, hat so einen richtig schönen Platz, einfach schön von meinem Bein gekocht. Das geht tatsächlich mit Bettflaschen. Man kann richtig übel sich verbrennen und ich bin on fire gewesen. Ich sage euch, kein angenehmes Gefühl zum on fire sein. Wir kommen dann nochmal zurück zu sprechen auf die Geschichte, was das mit unserer Predigt zu tun hat. Weil jetzt möchten wir nämlich in die Bibel einsteigen und bevor wir das machen, möchte ich kurz mit uns zusammen beten. Ich möchte nämlich dem Heiligen Geist die Möglichkeit geben, um zu uns zu kommen. Ich möchte ihn einladen in den Gebet und lade euch alle ein, um auch so zu beten, wenn ihr das möchtet. Tönt doch einfach ihm jetzt sagen, dass ihr bereit sind für ihn, dass er kommen soll. Ich glaube, der Heilige Geist liebt das, wenn wir uns parat machen für ihn. Dann kommt er gern und ist gern am Bewegen und am Schaffen und am Wirken mitten unter uns. Also hey, ich darf einfach beten und die gerne möchten, dürfen einfach still für sich mitbeten. Heiliger Geist, ich möchte dich jetzt einladen in den Raum drin. Wir glauben, dass du real bist, dass du wirkst, dass du führst
und dass du uns für dich möchtest haben. Und ich bitte dich jetzt, dass du die Herzen, die in diesem Raum sind, einfach entzünden für dich, dass sie dir verbrennen für dich, dass du wirkst und dass du heute überführen. Ich bitte dich, dass du jetzt einfach ganz bewusst auch deine Hand auf Punkte legst, wo du möchtest drauflegen, dass du das sagst, was du möchtest sagen. Es gehört wirklich dir, wir sind deine Werkzeuge und möchten dir dienen. Und alle, die einverstanden sind, sagen mit mir zusammen, Amen. Amen. Ich habe eine dreiteilige Predigt für euch. Wenn man nämlich on fire sein will, dann gibt es eine Bedingung, es gibt ein Ziel und es gibt eine Anwendung. Und über diese 3 Punkte möchte ich mit euch heute reden in dieser Predigt. Also wir steigen gerade ein mit der Bedingung. Und da habe ich jetzt eine Frage für euch. Und das ist keine rhetorische Frage. Ihr dürft gerne einfach die Antwort, wenn ihr eine habt, dann rausheben. Ist gut, sind ihr bereit? Die Frage ist folgende. Was ist eigentlich in der Bibel on fire? Der Busch? Ja, hey, das ist tatsächlich on fire. Was ist sonst noch on fire in der Bibel? Pfingsten ist on fire, genau. Was ist noch on fire? Was würdet ihr sagen, was ist in der Bibel am absolut meisten on fire? Hey, genau. Das, was mit Abstand am meisten on fire ist in der Bibel, ist das Opfer auf dem Altar. Und jetzt findet ihr alle, ja klar, logisch, gell? Das Brandopfer ist das, was in der Bibel mit Abstand am häufigsten brennt. Und ja, wenn wir möchten on fire sein, dann sind wir gar nicht mal so anders als das Brandopfer auf dem Altar. Ich möchte ganz kurz mit euch die Stelle anschauen, wo das Brandopfer eingeführt worden ist. Es hat ja dann irgendeinen Moment gegeben, wo Moses mit dem Volk unterwegs war. Und dann erleben sie Gott in der Wüste, wie das vorher wahrscheinlich noch nie eine Gruppe von Menschen erlebt hat und nachher wahrscheinlich auch nie mehr so die Gegenwart Gottes gesehen hat. Und Gott gibt ihnen dort am Berg Sinai Gebot und sagt, wie das sie sollen ihm Brandopfer darbringen. Und dann kommt der Moment, wo sie es zum ersten Mal machen, so als ganzes Volk. Der Aaron, der Bruder von Mose, wird eingesetzt als Hohepriester, seine Söhne mit ihm als Priester eingesetzt und jetzt haben wir eine Priesterschaft. Und sie kommen zu dem Moment, wo sie jetzt zum ersten Mal ein Opfer, ein Brandopfer darbringen mit dem ganzen Volk. Und das lesen wir dann im 3. Mose 9, 23 bis 24. Danach stieg Aaron vom Brandopferaltar herab und ging mit Mose in das heilige Zelt. Als sie wieder herauskamen, segneten sie die Israeliten. Da erschien der Herr in seiner Herrlichkeit dem ganzen Volk. Feuer ging von ihm aus. Es verzehrte den Brandopfer, es verzehrte das Brandopfer und die Fettstücke und den Altar. Als die Israeliten das sahen, jubelten sie und warfen sich voller Ehrfurcht zu Boden. Das ist das erste Mal, wo das Brandopfer so richtig im neuen mosaischen Bund dargebracht wird und es kommt Feuer aus der Gegenwart Gottes und konsumiert das Brandopfer. Es ist nicht das einzige Mal, wo das passiert in der Bibel. Wir denken an Gideon, wo genau das Gleiche erlebt, wo Gott das Brandopfer verzehrt und für sich selber nimmt. Und wisst ihr was? Das Bild vom Brandopfer wird im Neuen Testament auch gebraucht. Nämlich im Römer 12, Vers 1. Nur jetzt gibt es eine Adaption von dem Brandopfer, wer genau dann das Opfer ist, das dargebracht wird. Und im Römer 12, Vers 1 können wir lesen, wie das genau funktioniert im Neuen Bund. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Also was genau ist dann die Bedingung, dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist? Wir müssen das lebendige Opfer werden. Zu dem lebendigen Opfer werden, wo kann mit Feuer erfüllt werden. Wir sind im neuen Bund sind wir das Opfer, wo sich selber hingibt.
Natürlich ist Jesus das ultimative Opfer gewesen. Das tut nie und nimmer Jesus wegnehmen. Aber auch, wie Jesus sich selber aufgegeben hat, so ist es auch unsere Aufgabe, unsere Bitte oder unser Auftrag von der Bibel, uns selber hinzugeben und aufzugeben. Das ist die Bedingung, dass der Heilige Geist kann kommen und dass der Heilige Geist kann uns an Feier setzen. Es braucht, die Bedingung ist, dass wir ein Opfer werden müssen. Jetzt, ich weiss, in der Jugendsprache ist das jetzt nicht mega ein guter Satz gewesen, zum sagen, gell? Hey, schau mal, so ein Opfer ist ja mehr eine Beleidigung als etwas anderes, oder? Ein Opfer, wer ist das? Das ist der ausgelacht wird in der Schule und der fertig gemacht wird. Also, wenn wir jetzt alle ausgelacht werden und fertig gemacht werden, wenn wir alle ein Pushover werden, wenn wir alle eben zum Opfer werden. Nein, nicht so sollen wir zum Opfer werden, sondern das Opfer, das wir sollen bringen, ist es anders. Das funktioniert anders. Und ich möchte mit euch, um das zu erklären, wie das genau geht, wie das dann genau geht, um ein Opfer zu sein, möchte ich mit euch die Bibelstelle anschauen, wo der Heilige Geist zum ersten Mal auf eine Masse von Menschen kommt. Wir haben schon gehört, was ist an Feier in der Bibel? Es ist bei Pfingsten kommt das Feuer auf die Menschen. Und diese Bibelstelle möchten wir miteinander anschauen, weil dort drinnen, denke ich, wird es mega klar, was dann Gott meint, wenn er sagt, hey, sind ein lebendiges Opfer. Ich möchte jetzt gerade anschauen miteinander. Apostelgeschichte 2, 1-4. Dort lesen wir die folgende Geschichte. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden. Jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Das ist ja die Bibelstelle schlechthin, wenn es darum geht, wenn der Heilige Geist Menschen erfüllt. Und ich denke, die meisten von uns kennen die Bibelstelle. Wenn du die Bibel gelesen hast, dann kennst du die Bibelstelle sehr wahrscheinlich. Das ist eine, die man gerne mal noch liest und gerne darüber predigt wird. Und an und für sich ist die Bibelstelle ja schon mega krass, wenn man sich das überlegt. Der Heilige Geist, die Gegenwart Gottes, kommt auf Menschen und erfüllt Menschen. Schon das allein ist ja wow. Der Schöpfer vom Universum wählt Menschen für seine Gegenwart. Später sagt die Bibel auch, es sind heilige Tempel, wo früher im Alten Testament die Gegenwart Gottes war, sind jetzt Menschen, die mit seiner Präsenz, seiner Gegenwart, seiner Nähe erfüllt werden. Das ist ja schon mal mindblowing. Wenn man das verstehen kann, wie das geht, dass Gott in seiner Herrlichkeit in Menschen wohnen will. Jetzt ist aber, der Lukas ist ein sehr guter Schriftsteller. Er, der das geschrieben hat, ist ein begabter Autor, der gut schreiben konnte. Und ich bin mir sicher, dass, wenn man das Alte Testament gelesen hat und dann seine Geschichte gelesen hat, hat man unweigerlich an eine Geschichte aus dem Alten Testament müssen denken. Wenn man aus der Apostelgeschichte von Pfingsten liest, kommt einem, wenn man das kennt, als Erstleser vom Lukas sehr wahrscheinlich eine Geschichte aus dem Alten Testament gerade in Erinnerung. Und das ist die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Pfingsten ist nämlich, so wie es der Lukas schreibt, eine Umkehrung vom Turmbau zu Babel. Jetzt ganz kurz erklärt, was Turmbau zu Babel ist. Ich mache es kurz. Ich gehe davon aus, dass die meisten die Geschichte kennen. Aber es ist mal in Babel, in Mesopotamien, eine Gruppe von Menschen zusammengekommen und die haben eine neue Errungenschaft gehabt. Sie haben nämlich Ziegelsteine brennen. Und diese Fähigkeit, Ziegelsteine zu brennen, war ein Gamechanger. Das hat ganz neue Möglichkeiten eröffnet für diese Menschen. So fest, dass sie das Gefühl hatten, weil sie jetzt Ziegelsteine brennen konnten, dass sie es sind. Sie sind absolut der Meinung, der Überzeugung, es hätte nie jemand Besseres gegeben und wird wahrscheinlich auch nie mehr jemand Besseres geben als uns, die jetzt Ziegel brennen können. Weil mit diesen Ziegeln haben sie architektonisch ganz neue Möglichkeiten gehabt. Und so sind sie zusammengekommen und haben gefunden, wisst ihr was? Wir bauen miteinander einen Turm. Und wir bauen so einen grossen Turm,
dass es allen klar wird, die diesen Turm sehen, wow, das müssen ja Übermenschen sein. Schaut dir mal diese Menschen an, die sind es jetzt, oder? Die können Ziegel brennen und die können Türme bauen. Und Gott hat im Fall nichts gegen Türme. Also es haben nachher auch noch ganz viele andere Menschen Türme gebaut. Grundsätzlich hat Gott kein Problem mit Türmen. Das Problem, das Gott hatte mit dem Turm zu Babel, war, dass die Menschen den Turm gebaut haben als Symbol, als klares Bild, dass sie Gott nicht mehr brauchen. Sie haben gesagt, wir bauen einen Turm, der geht bis in den Himmel rauf. Und wir werden dann sein wie Gott. Wir brauchen Gott nicht mehr. Wir sind unabhängig von Gott. Und alle werden erkennen, dass wir eigentlich losgelöst von Gott existieren können. Also das Problem vom Turmbau zu Babel war nicht, dass sie einen Turm gebaut haben, sondern dass sie überheblich waren und das Gefühl hatten, dass durch ihre eigene Fähigkeit, durch ihr eigenes geniale Meisterwerk, dass sie sich lossagen von Gott. Und das Resultat von dieser Aktion, von dieser Tat, war, dass Gott das sieht und gemerkt hat, das ist nicht gut für die Menschen, wenn sie das Gefühl haben, sie selber sind wie Gott. Die Geschichte haben wir schon mal gehabt, ganz am Anfang beim Sündenfall. Das kommt nicht gut. Und so hat er den Turmbau gestoppt und hat eine Sprachenverwirrung geschickt. Sprich, die Leute, die dort miteinander einheitlich unterwegs waren, haben plötzlich ganz viele verschiedene Sprachen gehabt. Und das Resultat war, dass sie in der ganzen Welt zerstreut worden sind und dass sie ihr Projekt nicht haben können fertigstellen konnten. Jetzt kommt Pfingsten. Und zu Pfingsten ist eine Gruppe von Menschen, die entscheiden, Gott, wir brauchen dich. Das genaue Gegenteil von Babel. Der Lukas schreibt die Apostelgeschichte, die Geschichte in der Apostelgeschichte, als Gegensatz zum Turmbau, zu Babel. Er sagt, da ist jetzt eine Gruppe von Menschen, die Jesus nachgefolgt hat. Die Menschen haben sich hingegeben, Jesus. Die haben den genauen, umgekehrten Schluss getroffen, wie die den Turm in Babel gebaut haben. Sie haben gesagt, wir brauchen Gott, wir sind angewiesen auf Gott. Sie sind zusammengekommen zum Beten. Und in diese Situation drin schickt Gott den Heiligen Geist. Er kommt in Feuerzungen auf sie runter und das Wort, das dort gebraucht wird, hat mit Sprache zu tun. Also es geht ganz fest um Sprache. Die Feuerzunge ist Glossai. Das Glossar, kennen wir vielleicht das Wort, das ist eine Wortsammlung. Also das kommt jetzt auf die Menschen in dem Oberraum auf sie drauf runter und erfüllt sie mit dem Heiligen Geist. Und das Resultat ist, dass sie in ganz vielen Sprachen reden. Aber im Gegensatz zu Babel führt das nicht zu einer Verteilung, dass es auseinanderbricht und dass es eine Trennung gibt, sondern es passiert genau das Gegenteil. Ganz viele Menschen aus ganz vielen Regionen sind ab Pfingsten in Jerusalem und die hören jetzt die Menschen in ihrer eigenen Sprache beten. Und das Gegenteil passiert, was bei Babel passiert ist. Es kommen ganz viele Menschen mit verschiedenen Sprachen plötzlich zusammen und starten miteinander eine Kirche. 5000 Leute, die sich kaum verstanden haben, die aus ganz vielen verschiedenen Bereichen von der Welt, also von der bekannten Welt dort zusammengekommen sind, reden jetzt miteinander und haben das gleiche Ziel und den gleichen Gott. Seht ihr, wie das eine Umkehrung von Babel ist? Babel geht darum, hey, wir sind es und wir haben es. Wir brauchen Gott nicht. Das Ego ist neu auf dem Thron. Das Resultat ist Verwirrung in Sprache und Trennung. Pfingsten, wenn der Heilige Geist kommt und uns an Feier setzt, wenn er kommt und erfüllt, passiert das Gegenteil. Dann müssen wir sein wie die Menschen und sagen, Gott, du bist auf dem Thron, du bist in Kontrolle. Ich gebe mein Leben in deine Hand. Ich tue mich unter deinen Willen demütigen. Das ist der Gegensatz zu Babel. Und das Resultat? Es resultiert daraus eine Einheit. Eine neue Kirche startet. 5000 Menschen, die vorher nichts miteinander zu tun hatten, kommen zusammen und sind geeint unter dem einen Gott, unter dem einen Heiligen Geist, der sie erfüllt. Ist das nicht faszinierend, die Umkehrung, die dort passiert? Und der Schlüssel ist Demut unter den Willen Gottes. Das ist es, was wir als Opfer darbringen müssen. Wenn wir möchten, on fire sein, wenn wir wollen, erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, führt kein Weg daran vorbei, um unser Fleisch auf dem Altar zu verbrennen. Das bringt uns wieder zum Anfang von dieser Geschichte mit der Bettflasche. Das ist unangenehm. Das tut weh.
Das ist nicht immer das, was wir unbedingt wollen, aber es ist nötig, auf das wir können erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Was bedeutet das? Fleisch in der Bibel ist Synonym fürs Ego. Wenn die Bibel von Fleisch redet, redet die Bibel sehr viel vom Ego. Das ist der Teil in uns drin, der schreit, ich will, ich brauche, ich kann. Das ist der Teil. Und der Teil ist es, wo wir hingeben und Gott herlegen. Das bedeutet es und das braucht es. Das ist die Bedingung, dass der Heilige Geist uns erfüllen kann. Wir müssen unser eigenes Ego auf dem Altar hinbringen. Genauso wie Brandopfer verzehrt worden sind, wie das weggemacht worden ist, so muss unser Ego, der Teil, wo es um mich geht, muss immer mehr sterben und an Bedeutungslosigkeit zunehmen. Das ist die Hingabe, die nötig ist. Das ist die Bedingung, die es braucht, dass wir erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Also theologisch gesehen kann man es folgendermaßen sagen zum Heiligen Geist. Jeder Mensch, der sein Leben Jesus übergibt, was wir damit meinen ist, das ist der Moment, wo man anerkennt, es gibt Gott und er ist souverän. Und ich möchte mein Leben unter seinen Willen stellen. Das ist der Moment, wo wir Bekehrung gerne mal noch nennen. Und wir meinen damit, es ist wirklich die Herzenshaltung vom Umkehren und vom Akzeptieren und auch Aussprechen, dass Gott souverän ist und dass er über mir und meinem Leben steht. Das ist es, was es braucht, dass der Heilige Geist kommen kann und Menschen erfüllen kann. Also eigentlich sollte jeder Mensch, der mal sein Leben Jesus hingegeben hat, on fire sein mit dem Heiligen Geist. Jetzt ist aber die Realität, dass das ja nicht immer so gerade ist, oder? Das hat damit zu tun, dass der Heilige Geist auch ein Gentleman ist. Er nimmt nicht, was man ihm nicht gibt. Er ist nicht die Kraft, die einfach alles anfängt zu übernehmen, ob du jetzt willst oder nicht, sondern er nimmt das, was du ihm gibst. Und das ist der zweite Teil, was es braucht, dass wir on fire sind. Das ist eben mit dem Opfer bringen. Das ist eine bewusste Entscheidung. Das ist eine Haltung, die wir einnehmen müssen. Immer wieder die Haltung einnehmen von Gott, dein Wille soll geschehen. Wir müssen uns unsere Kontrolle am Heiligen Geist übergeben, dass er kommen kann und dass er unser Leben anfangen zu beeinflussen und dass wir tatsächlich on fire sein mit dem Heiligen Geist. Es braucht Hingabe und es braucht Übergabe von der Kontrolle. Das ist die Bedingung, dass wir on fire sein können. Jetzt, was ist eigentlich das Ziel? Es ist ja nicht so, als wäre es dann einfach mega cool, zum on fire sein, weil man ist ja dann on fire und das ist der Zweck, sondern es gibt ein Ziel. Zum on fire sein hat ein Ziel. Das ist nicht einfach ein Selbstzweck, sondern ein Heiliger Geist, der uns erfüllt, hat ein Ziel mit der Erfüllung. Wenn er uns on fire setzt, dann hat es einen Grund, wieso dass er das macht. Und der Grund, den können wir nachlesen in der Bibel, im 1. Korinther 12, 6 bis 7. Dort wird beschrieben oder dort wird erklärt, was dann das Ziel ist, das der Heilige Geist hat für uns und mit uns. Es gibt verschiedene Wirkungen des Geistes Gottes, aber in jedem Fall ist es Gott selbst, der alles bewirkt. Wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Das ist das Ziel, für was wir on fire gesetzt werden. Das Ziel vom Heiligen Geist ist, dass es der Gemeinde dient. Es ist nicht, dass es mir besser geht. Es geht nicht darum, hey wow, jetzt bin ich on fire, mega cool, mein Leben ist optimiert, jetzt bin ich so richtig gut unterwegs und mir geht es gut. Nein, das ist Ego, wisst ihr noch? Das ist das, was wir auf dem Altar hingegeben haben. Das ist es, was Gott sagt, das kannst du vergessen. Weil wenn du on fire sein mit dem Heiligen Geist, wenn du on fire sein mit mir, dann ist mein Ziel die Verbauung der Gemeinde. Und meine Gaben, die der Heilige Geist gibt, die Gaben, die er gibt und die einzelnen Menschen hineinlegt, die sind so gedacht und so gemacht, dass es die Gemeinde auferbaut. Sprich, wer miteinander unterwegs ist, wie wir da miteinander vor Gott unterwegs sind, wenn wir uns da versammeln, dann sind die Gaben vom Heiligen Geist dazu gegeben, dass wir uns einander auferbauen und einander dienen. Das ist der Zweck zum on fire sein. Wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, dann hat er zum Ziel, uns zu brauchen für sein Reich. Seht ihr das? Hat nichts damit zu tun,
ums Ich. Es geht nicht mehr um sich, wenn es zum Heiligen Geist kommt, sondern es dient zur Verbauung von seiner Gemeinde, wo er am Bauen ist. Also kommen wir zum letzten Punkt. Ich habe gesagt, es gibt eine Bedingung. Das ist, wir müssen unser Ego Gott hingeben. Es gibt ein Ziel. Das Ziel ist, es soll der Gemeinde dienen. Es soll auferbauen. Es geht um den anderen. Es geht nicht mehr um mich, sondern es geht um meinen Nächsten. Für das ist der Heilige Geist selber on fire. Dass wir gebraucht werden zum Dienen. Also dann kommen wir zum dritten, zu der Anwendung. Die Anwendung sind zum Anfang 2 Fragen, die ich dir möchte stellen. Wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte gerne on fire sein, ich möchte gerne Erfüllung vom Heiligen Geist erleben, ich möchte gerne gebraucht werden, ich möchte gerne die Gaben von dem Heiligen Geist bekommen und erleben in meinem eigenen Leben, dann gibt es 2 Fragen, die du dir stellen musst. Ich habe die 2 Fragen extra für dich auf die Folie geschrieben. Kannst du sie gerade mal zeigen, Kilian? Die Frage ist, bin ich bereit, Kontrolle aufzugeben? Weil das ist eine Bedingung. Der Heilige Geist sagt, du musst Kontrolle aufgeben. Du musst dein Ego, das Ich, musst du ablegen. Auf das ich dich erfüllen kann und auf das ich dich brauchen kann. Also wenn du möchtest den Heiligen Geist erleben, dann musst du zuerst die Frage mit Ja beantworten. Ja, ich will Kontrolle aufgeben. Das ist es, was es braucht. Sonst geht es nicht anders. Und die zweite Frage, möchte ich anderen Menschen dienen? Möchte ich wirklich mein Leben für andere Menschen einsetzen? Möchte ich ihren Glauben aufbauen? Möchte ich ihr Leben besser machen? Weil das ist ja das Ziel vom Heiligen Geist. Er gibt die Gaben ja nicht, dass es dir einfach besser geht. Das ist nicht sein Endziel, sondern sein Endziel ist, dass wir in der Gemeinde, in dieser Gemeinschaft einander dienen, mit den Gaben, die er uns gibt. Wenn du diese 2 Fragen kannst, sagen, jawohl, ich bin bereit, Kontrollen aufzugeben, ich möchte gerne, dass der Heilige Geist mich braucht, ich möchte gerne die Gaben vom Heiligen Geist empfangen. Und du sagst, und ich bin bereit, die Gaben einzusetzen, zum anderen Menschen dienen, dann bist du bereit, zum on fire zu sein. Und dann gibt es den 1. Korinther 14, Vers 1, wo sagt, wie das geht. Die Liebe soll also euer höchstes Ziel sein. Strebt aber auch nach den Gaben, die der Geist Gottes gibt. Strebt nach den Gaben, die der Geist Gottes euch gibt. Dann bist du bereit, ins Gebet zu gehen und den Heiligen Geist zu bitten. Gib mir bitte deine Gaben. Gib mir bitte deine Gaben. Dann bist du bereit, zum 1. Korinther 12 bis 14 zu studieren, wo die Gaben erklärt werden. Zum den Römer 12 zu studieren, wo die Gaben erklärt werden. Dann bist du bereit, das durchzugehen und dir überlegen, was hast du für mich, Heiliger Geist? Ich möchte das. Dann bist du bereit, das Gebet zu beten. Heiliger Geist, komm, erfüll mich, brauch mich. Ich möchte Kontrollen aufgeben. Ich möchte gerne mein Ego dir hingeben. Ich bin bereit, ich bin dein Gefäß. Ich möchte von dir gebraucht werden, zum Menschen dienen. Du hast gesagt, es geht darum, dass die Gemeinde verbaut wird. Ich möchte gerne meinem Nächsten dienen mit den Gaben, die du mir gibst. Dann bist du bereit, dich zu sehnen und ausstrecken nach diesen Gaben vom Heiligen Geist. Also hey, Anwendung, tu dir die 2 Fragen wirklich stellen. Wenn du heute mit dieser Frage dich wirklich ernsthaft auseinandersetzen, vom on fire sein, zum Erfüllung vom Heiligen Geist zu erleben, dann musst du diese 2 Fragen zuerst mit Ja beantworten. Wenn du noch nicht so weit bist, dann leg es Gott her, dann bitt Gott um seine Hilfe. Er wird dir helfen, er wird dir zeigen, wo dass du Kontrolle aufgeben musst, wo dass deine Hand vielleicht noch jetzt fest am Steuer ist und wo dass es nötig ist, dass du dort Kontrolle loslässt und Gott lässt wirken durch dich. Die zweite Frage, bist du bereit, zum anderen Menschen zu dienen? Die musst du auch mit Ja beantworten, weil das ist das Ziel, das der Heilige Geist schlussendlich hat, mit den Gaben, die er schenkt. Und dann lies in deiner Bibel 1. Korinther 12 bis 14 durch. Und stell die Frage, du mit dem Heiligen Geist das Gespräch führen und sag, Heiliger Geist, ich möchte das, gib mir. Und lass, was er dir sagt und fang an, die Gaben vom Heiligen Geist zu entdecken. Das ist es, was es braucht, um on fire zu sein. Das war das Thema, das wir hatten, wo wir miteinander auch probiert haben, wo wir miteinander all die Gaben angeschaut haben, wo wir gebetet haben, dass der Heilige Geist kommt, dass er uns erfüllt. Und ich sage euch, es hat mich so berührt, ich bin so berührt gewesen, wie die Schüler und Schülerinnen gesagt haben, hey, ich habe im Fall die Gabe. Das ist das, was Gott in mich hineingeleitet hat und was Gott durch mich
am Wirken ist. Das ist mega cool. Du nie unterschätzen, was junge Menschen schon an Gaben von Gott haben und was die schon können umsetzen und brauchen im Reich Gottes. Mega, mega cool. Wenn du das auch willst, das sind deine 2 Fragen, dann kannst du dich anfangen sehnen und ausstrecken nach diesen Gaben vom Heiligen Geist. Hey, ich möchte jetzt zum Schluss von der Predigt beten und dann kommen wir zum zweiten Teil, zu dem zweiten Teil, um den es heute eigentlich hauptsächlich geht, nämlich der Segensteil. Ich tue nachher ganz schnell erklären, wie der funktioniert. Jetzt möchte ich zuerst zum Abschluss noch für euch beten. Ja, Jesus, wir sind dankbar, dass du mit uns bist, dass du uns deinen Heiligen Geist geben willst, dass du uns deine Gaben geben willst, dass du uns erfüllen willst, dass wir dürfen on fire sein. Und wir sehen, was es braucht. Wir sehen, dass wir unser Ego herlegen müssen. Dass wir unseren eigenen Willen vor dich bringen müssen. Dass wir unseren eigenen Willen unter dein Gehorsam bringen müssen. Ich bitte dich, dass du jetzt, Heiliger Geist, einfach Hand auf Herzen legst, dort wo es noch schwierig ist, dort wo das Ego noch festhält. Zeig du das jetzt auf, Jesus. Du gehst jetzt einfach durch rein und redest mit jedem Einzelnen dort, wo du möchtest, eine neue Hingabe, eine neue Übergabe von Kontrolle erleben. Bitte dich auch, dass du eine neue Liebe für den Nächsten ins Herz hineingibst, dass wir erfüllt sein mit einer Sehnsucht, mit einem Wunsch, um am Nächsten zu dienen. Gib uns eine tiefe Erkenntnis, dass es nicht um uns selber geht, sondern dass es um den Nächsten geht, dass es um deine Gemeinde geht, dass es das ist, was du möchtest bauen. Gib uns einen Hunger, ein Sehnen, ein Streben nach mehr von dir, Heiliger Geist, nach mehr von deinen Gaben, nach mehr von deinem Wirken. In deinem Namen Jesus Christus bitte ich das für all die Menschen, die da sind. Amen.